Santer, iwwer engem Joer schwätzen wir heute zu Bresel iwwer die Realisierung von einem digitalen Binnenmarkt. Das ist auch eine von den Prioritäten von der Kommission von Jean-Claude Juncker. Der digitale Binnenmarkt soll Arbeitsplätze schaffen auf Basis von Wirtschaftswachstum an Innovation. Ende geht es darum, die Ökonomie an Europa bereit zu machen für das 21. Jahrhundert. Aber was heißt das eigentlich für den Konsument? Aber was tut der normale Verbraucher von so einem digitalen Binnenmarkt? Den ersten Punkt mache ich kurz, weil ich die letzte Woche an meiner Emission mit Jan Albrecht darüber geredet habe. Der digitale Binnenmarkt bringt ganz Europa den Datenschutz für alle Europäer an das auf hohem Niveau. Und das ist die Basis für das Vertrauen der Konsumenten an die neue Technologie. Ohne das Vertrauen kann die Digitalökonomie nicht funktionieren. Wichtig ist also doch, dass wir als Regeln besser vis-à-vis von den amerikanischen Entreprisen, die auf unserem europäischen Markt sind, können durchsetzen. Beim digitalen Binnenmarkt geht es für den Verbraucher ganz tags um die sogenannten grenzüberschreitenden Themen, Cross-Border seht das. Da kennen wir Lützeburger ja noch viel davon. Es gibt auch ein gutes Beispiel, dass die ULC, also Verbraucherschutz, immer den Leuten aus den grossen Memberstaaten, die das Problem nicht so richtig verstehen, erzählt. Ein grosser amerikanischer Fabrikant von Jeansboxen verkauft seine Waren online. Für Lützeburger also da war gut nicht so einfach, so eine Box zu kaufen. Auf der Belgischer Homepage heißt es, wir liefern nicht auf Lützeburg. Am deutschen Online-Shop von den selben Entreprisen, wir liefern nicht nach Lützeburg. Da merkt ihr aber auch, dass die selbe Box in Deutschland 15% mehr kostet wie an der Belg. Es muss ihn also als Lützeburger auf eine deutsche Adresse liefern lassen. Entweder hat ihn einen deutschen Kollegen, wo ihn Sachen kann liefern lassen, oder muss ihn auf eine Parkstation in Deutschland liefern lassen und dann von da und auf Lützeburg kommen. Das Beispiel weist uns direkt zwei Probleme. Erstens das Geoblocking. Das ist ein kompliziertes Sujet und das ist am Anfang ganz einfach. Es kann ja auch kein Online-Händler forcieren, irgendwo an ein bestimmtes Land zu liefern. Und wenn er kein Interesse daran hat, kann er das einfach nicht machen. Es kann ihn auch online einfach klein bleiben. Ich bin der Meinung, es muss in sich wehren, es muss praktische Lösungen finden, wie zum Beispiel die Parkstationen von der Post oder andere Sachen, oder wir müssen die Regeln ändern. Und das, meine ich, wäre das Wichtigste. Zweites Problem, die unfaire Preisdiskriminierung. Für was soll dieselbe Box an der Belg mehr kosten wie in Deutschland? Wir haben auch Markt. Verschiedene Preise oder Reduktionen je nach Nationalität geht nicht an Europa. Das ist eine Unverschämtheit. Und das ist höchste Zeit, dass die Kommission das auf Konkurrenzrecht prüft. Die Sachen sind NRW und die Kommission ist ganz gut beraten, so Praktiken zu stoppen. Ein anderes Problem ist der rechtliche Kader bei Online-Käufen. Wie ein Gesetz gilt, wie ein Rechte habe ich als Konsument, es hat ja wahrscheinlich eine Ursache, dass nur 38% der Leute ein gutes Gefühl haben, wenn sie grenzüberschreitend am Internet kaufen. Und dabei wird die Lösung sich ganz einfach. Ich hatte schon als Kommissar auf den Tisch gelöst, ein europäisches Kaufrecht. Das gibt am digitalen, aber auch am analogen Binnenmarkt Sinn machen, weil es dieselben Regeln an alle Länder für sie alle gut machen. Mit Juristen aus verschiedenen nationalen Ministerien, besonders in Deutschland, haben mehr Probleme gesehen, wie nur Lösungen gesicht. Immerhin proposiert die Kommission eine Reform von dem Gesetz, mehr eine Lichtversion, nicht mehr für Online-Kontrakte. Verbraucher brauchen nämlich klare Regeln, und nicht mehr, wenn sie klare Regeln haben, an eine Sicherheit, da kriegen sie auch Vertrauen. Wie ihr seht, geht es am digitalen Binnenmarkt nicht nur um Entreprisen, am Hightech, es geht um Bürger und Verbraucher. Die wollen den Zugang zu einer mehr breiten Offer
an sie wollen besser Preise. Das klar. Wir brauchen eine gerechte Markt mit starken Rechten für die Konsumenten. Nimmer so geht den digitale Binnenmarkt zu einem wirklichen Succès. Und das wäre gut für alle Europäer, mehr hauptsächlich aber für die Lützeburger.